Fakt ist, als Gesellschaft geht immer mehr und damit brauchen wir auch immer mehr Leute für die adäquaten Maßnahmen zu tun an der Pflicht. Bevor ich im Detail gehe, wollte ich mir eine allgemeine Remarque formulieren. Wir sind uns, denke ich, aber eins, dass wohl an die Dignität von den Schwachen als älteren erkrankten Mitbürger als eine zutiefst menschliche Verpflichtung ist. Alle Politik sind mir angewiesen, die richtigen Bedingungen zu schaffen, für das die Leute, die dafür deren unverzichtbar Arbeit machen, in die bestmöglichen Konditionen schaffen können. Wir sind in dem Kontext zu verstehen, dass bestehende Leistungen sollen aufgebaut gehen. Ich erinnere an das Engagement von der ADR, für das zum Beispiel das Soin Palliativ am Mittelbricker Spital alles soll bleiben. Hier macht man einen Service zu denen, der vorbildlich funktioniert, und aber sollten hier Leistungen aufgebaut gehen. Soll er wirklich Leistungen aufbauen zum Notdienst von Sterbenskranken legt, als der soll mir dazu klar nehmen. Wer sie zu verstehen, dass man in den Jahren und Jahrzehnten, wo die Sozialisten den Gesundheitsminister stellen, hingehen, aber einem hohen demografischen Wachstum besser aufbauen. Das sind keine Sachen, die der erfunden hat. Die Sozialisten können sogar selber zugehen. Ich zitiere heute den Herrn Nicola Schmidt. Ich meine, das ist ja nicht gerade die wenigsten an der Partei von der LSAP, den es nicht mehr spät wie das Woche an der Zeitung Delano am Interview, wo ihn gehört, und hier zitiere ich folgendes Zitat. Das auf Englisch, mit dem die Versager Plötzebech. An einer ganz budgetären Logik goufe viel Abschnitte am Gesundheitssystem vorgeholt. Wir haben die Zahl von den Spitalsbetten reduziert, wir haben Spitäler nicht adäquat ausgestattet. Das bedeutet, dass Leute, die heute an die Spitäler schaffen, konfrontiert sind mit einer absoluten Überbelastung in der Arbeit. Ich meine, wenn in das von einem Herrn Schmidt hört, da muss einem zu denken gehen. Rationalisierung und Effizienzsteigerung am Gesundheitssektor dürfen nicht mehr da geschehen, wenn sie nicht zulasten vom Patienten gehen. In dem Sinn gucken wir beunruhigt auf all Privatisierungstendenz, so wie übrigens auch Gewerkschaften. Den Herr Engelen hat Wort, also es geht. Ja, aber auch ich will es nicht. Ich komme nachher noch darauf zurück. Herr Engelen, wir steht steuern. Oh, Sie sind nicht so erst da rauszubringen. Sicher sollen als Kliniken effizient schaffen, an die TVN hingehen, an den Klickwirren umbauen, an den profitorientierten Unternehmen, wo die Wohl von den Patienten an dem Pflegepersonal an der zweiten Reihe stehen. Wir werden in dem Sinn auch das Gesetzesprojekt 7753 genau verfolgen, wo die Gewerkschaften Leistungen als Profitgrund sollen ausgesourcet gehen. Das ist nicht die Politik, die wir wollen. Grundsätzlich ist zu sagen, wenn Personal, Pflegepersonal sich wohlfühlt, fühlt sich auch der Patient wohl. Leider her die von Auxiliaire de Vie über den Aide-Soignant bis hin zu mehr Firmen wenig Erfreuliches aus dem Knickalter. Zu wenig Zeit für den Patienten zu haben, an den hohen Arbeitsbelastung sind zum alltäglichen Standard gehen. Und dabei hat all Beruf am Knickalter seine Berechtigung, also sie müssen wie Bausteine zusammen funktionieren. Weiter problematisch sind immer die Wartezeiten an den Urgenzen. Das sind zum Teil für den Patienten auch unzumutbar. Teier den, und da das mal x-mal zugedrückt gehen, von einer Stunde bis 7 Stunden Wartezeiten. Und ich meine, das kann ja nicht sein. Und dafür wollte ich mal eine Motion deponieren, für die Sache genau zu analysieren. Und ich gebe später den Herrn Präsident das Motion an. Merci vielmals, Herr Engelen. Dafür also an der Polikliniken überfordert Personal an unzufriedene Patienten sind Resultat. Und ich meine, dem muss man an alle Interessen dagegen wirken.
Der Weltverbund von den Infirmieren an dem Pflegepersonal als in einer groß ärgerlicher Studie zum Resultat kommen, dass die bedenklichen Entwicklungen, die wir als Lützburg feststellen, weltweit auftreten. Personalmangel und Zeitdruck an die Spitäler sind traurig Phänomene, auf die man müssen reagieren. Und da will ich nur zum Schluss kommen, müssen noch den Hebel beim Rekrutement vom Gesundheitspersonal ersetzen. Gesundheitsberufe müssen erst mehr attraktiv gehen. Das reichen wir aber nicht mehr, wenn wir am Hinblick auf die Spitalsfeierung grundsätzlich umdenken. Politik muss Schalone so setzen, dass Personal in den Kliniken die Zeit hat, die sie wirklich braucht, für das Wohl vom Patienten zu garantieren. Wir müssen dabei wegkommen vom Profitdenken an Remitkommen zur Care-Aufgabe von den Spitälern, Wohl und Gesundheit vom Patienten auf den Sockel setzen. So nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit.